Zu den Jiden in Boston und Umgebung seid begrüßt. Alle Mittwochabend von 7:30 bis 8:30 könnt ihr hören ein jüdisches Radioprogramm, das jüdische Call, auf der Station WNR 1600 AM Brookline, was bringt euch alles auf Jiddisch, sei von Reklames bis Unsummen, bis Musik von der größten weltberühmten Chazonim, Volks- und Theatersänger und von den neuesten Schaffungen von den Klezmoren von der ganzen Welt. Wir haben euch lebendige Gäste, Schreiber, Dichter, gebildete Persönlichkeiten und gesellschaftliche Führer, von denen wir können sich viel lernen. Wird größer Know-how von dem Programm, sagt der Freund und Bekannte, wegen dem Programm des jüdischen Call sollen sie euch hören und ein Know-how. Hocht sich alle Mittwochs zu von 7:30 bis 8:30 Abend das jüdische Call-Programm auf WNR 1600 AM Brooklyn und hat Anor. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brooklyn. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Shalom Aleichem, das redt Leah Levitt. Ich will euch alle annoncieren als Sonntag, 7. Sega, bei Nacht, den 13. November in Temple Emmanuel in Newton, Massachusetts, das ist Center Street, wird sein wunderlicher Konzert, ein Klezmer-Konzert, das spielen Henke Snetzky mit seiner herrlichen Kapelle und euch, der ausgewöhnliche Kol Mishamayim Elias Rosenberg der Chazen, und es wird sein ein ausgewöhnlicher, schöner, lustiger Konzert. Das ist Sonntag bei Nacht, 7. Sega, November 13, in Temple Emmanuel, Newton Center. Und der Eintritt ist $25 und es ist eine Dove Tzedocke auf Miet, das Geld vergehen zu Miet, was schafft Delta für Kinder in Israel, was haben Zorys mit sich zu lernen. In das geht zu Scholars, sie sollen das kennenlernen mit den Lehrern und das ist Kinder, was haben Zorys in der Heim. Und es ist eine Mitzvah zu sein auf dem Konzert und euch als größte Vergnügen, als größte Hanoi. Und wenn wir sich sehen, zu treffen in einer guten Show, und wenn wir sich alle treffen, den 13. November, 7. Sega, bei Nacht in Temple Emmanuel, zu chorien und singen und tanzen mit der Klezmer Kapelle von Boston und mit dem herrlichen Chazen Elias Rosenberg. Seid mir gesund und wenn wir sich treffen in einer guten Show. Kol Israel von Jerusalem, die jüdische Auditie. Kol Israel von Jerusalem, Shalom euch alle unsere Zuhörer, heute in den nächsten Tag gelehnt von Avraham Sachs. Der Republikaner-Präsidentkandidat Donald Trump hat wieder versprochen, überzuführen die amerikanische Ambassade von Tel Aviv kann Jerusalem, wenn soll ausgewählt werden. Auf eine spezielle Deklaration, was Trumps Ratgeber wegen Israel haben herausgegeben, wird zugegeben, es ist ziemlich unmöglich, der Griechen kann Scholem abmachen mit den Palästinern, manchmal sie sagen sich ab zu anerkennen Israel als eine jüdische Stadt. Ob Trump wird ausgewählt werden, wird nicht stützen auf palästinensische Staat, was wird nicht erlauben, Eden zu Christen zu bleiben in ihren Gebieten. Der amerikanische Präsident Barack Obama hat gesagt, während Hillary Clintons Blitzbriefaffäre, als es handelt sich in einen unschuldigen Toes, was ist heraus von die MSC Proportie Sire. hat zugegeben, dass es nicht der Steiger zu führen kann föderale Ausforschungen auf den Macht von teilweise Informationen, Anwendungen und Herausrundungen.
Eine neue Enquete von dem ABC-Televisiekanal und der Zeitung Washington Post zeigt, dass Donald Trump wird gehalten für ein Mensch, was ist mehr verlustlich wie Hillary Clinton. 46% von den Ausgefragten haben gesagt, dass Trump ist ein verlustlicher Mensch, gegen 38% wegen Hillary Clinton. Der Finanzminister Moshe Kachlon hat vorgestellt dem Knesset dem 2-jährigen Budget und hat geteilt, dass das ist ein gerechter, ein balancierter und ein gleichberechtigter Budget. Er hat klar gemacht, dass man nicht führen kann falsche Geschäften wegen dem Steuer für eine dritte Wohnung. Wie er hat sich ausgedrückt, die präliminäre Abstimmung wegen dem Medina-Budget wird vorkommen Abend. Die schiitische Miliz Hezbollah-Brigaden hat gemolden, als sie hat angenommen dem Chaussee, was führt von Mosul in Zoff von Irak, in der syrischen Stadt Araka, was wird gerechnet für der Hauptstadt von der islamischen Medina-Organisation. Ein Pressesekretär von der schiitischen Miliz hat angewiesen, als man hat bewiesen damit überbrechen, eine wichtige Ausstattung weg von der Terrororganisation. Bein Lebeine setzt die irakische Armee vor, zu verstärken ihr Anhalt in Khokhajli, eine Vorstadt Mizrach zu Mosul. Die irakischen Soldaten haben bewiesen, wegzuhagen 8 Terroraktivisten von der islamischen Medina. 6 sind gefunden geworden in einem Terrortunnel und andere 2 sind erschossen geworden, proben die sich ernannten zu einem irakischen militärischen Koyach. Der Krise bei der Transmissie-Assoziation, der Premierminister Benjamin Netanyahu und der Finanzminister Moshe Kachlon haben gemeinsam beschlossen, aufzustellen, einen beschützungsdicken Kanal, was wird betrachten die Frage von die öffentliche Transmission. Auf eine beschützungsdicke Mitteilung, was sie haben herausgegeben, nach Mittag wird übergeben, als die Mannschaft wird vorstellen ihre Rekommendationen in die kommenden 3 Wochen. Der Fall wird die Regierung nicht betrachten, dem kommenden Sonntag, der Gesetzvorschlag von David Bitton, auf zu abolieren, die öffentliche Transmissie-Assoziation. Der Finanzminister Moshe Kachlon hat nächten gesagt, dass wird nicht losen herausgeben kann ein Piaster von gesellschaftlichen Geldern, geht zu führen kann Änderungen, Modifikationen der Öffnungen zu Abolierungen von Kanschum Körperschaften. Das Volk hat mir geschickt zu iten die meluchische Kassen, hat Kachlon gesagt, und euch gibt mir heraus das Geld, darf man es herausgeben auf richtigen Neufen für Soldaten, Kalike und ältere Menschen. Beim Treffen in die Wintersession von Knesset hat der Premierminister gesagt nächten, dass die Regierung wird stießen die Transmissie-Autorität, die einzige und nicht die neue Transmissie-Assoziation, halten dich in den Rahmen von finanzieller Verantwortlichkeit. Der Präsident Reuven Rivlin hat gesagt auf der Sitzung, als der, was stützt die öffentliche Transmissie in Israel, kann nicht sterben zu verwandeln in ein Organ von sowjetischen Kommissaren. Und der vorgesehene Wetter, morgen wird werden etwas wärmer. Freitag werden sich die Temperaturen etwas fallen, Schabbes und kann bedeutige Änderung. Die vorausgesehenen Temperaturen bei Nacht und Morgen. In Jerusalem von 11 Grad ein bei Nacht bis 22 morgen Mittagszeit. Tel Aviv 14 bis 26, Haifa 15 bis 24, Tzfas 11 bis 20, Beersheva 13 bis 26 und in Elat von 17 Grad ein bei Nacht bis 29 morgen Mittagszeit. Das ist gewesen der tägliche Bericht von der jüdischen Edition von Kol Israel. Das ist gewesen der tägliche Bericht von der jüdischen Edition. Unsere Editions können hören euch auf unseren Webseiten unter dem Namen Kol Israel Beyiddish, die jüdische Edition von Kol Israel. Ihr hört das jüdische Kol auf WUNR 1600 AM Brooklyn, das Retzunach Meir David. Ich danke Lillian Levitt für den wichtigen Annons wegen Klezmer-Konzert Sonntag, dem 13. November in Tempel Emmanuel mit Henkes Netzki und sein Kapelle und Chazen Rosenberg. Wir wollen mamschig sein mit unserem Interview mit dem Mechaver Dr. Moshe Avital. Letzte Woche haben wir gehört seine Reinführung wegen sein früher Leben
in Städtel Bilke, in Karpaten Rus, und Heinz will mir mapschig sein mit sein Vorlehnen auf Englisch von dem Buch Not to Forget, Impossible to Forgive, Poignant Reflections on the Holocaust by Dr. Moshe Avital. Ich hoffe, Sie wird Hanno haben. One day, an SS officer came and gave us a speech. He said, I quote, "You are in the concentration camp Auschwitz. Remember this. Remember it forever. It is not a recuperating center. It is a concentration camp. Here you have to work. Arbeit macht frei. Work makes a person free. If not, you will go straight to the furnace, to the crematory. Work or crematory, the choice is yours." End of quote. In this brutal and corrupt German system, devoid of God and human conduct, the women and men were persecuted on different levels with unique experiences for women. The Jewish woman and children became strategic targets to accomplish the Nazi goal of Jewish annihilation. They suffered even more than the men because there was an additional dimension to their torment. First of all, they were physically the weaker ones, so the Germans' brutality was even harsher to them. The Germans knew that by annihilating the children, they were annihilating the coming generations. Since the Nazi ideology categorized the human race according to race and sex, they saw in the Jewish woman a special target for annihilation. The Germans exploited the sexuality of the Jewish woman and their sensitivity and motherly obligation toward their children. As a result, their experiences of women in suffering during the Holocaust had a special emotional component. They were the victims of sexual exploitation, sexual manipulation, and rape. Abortions were forced upon them, which was, in a way, an unwilling participation in destroying their own flesh and blood. In many ways, the Germans violated the woman's body. Many times, they demanded sexual favors in return for survival. The SS became slave traders. They filled orders for cheap slave labor from the various German industries which operated day and night to help the war effort. Nobody was cheaper than the Jewish slave laborers. The SS command received good pay from the manufacturers of guarding the prisoners and providing them with room and board while performing 12 hours of hard physical labor. Room was the barracks in the concentration camps, and board was the meager diet of 700 calories a day. It was a system of systematic starvation. By the time we were liberated, we had lost 50% of our body weight. In Auschwitz, my brother Joseph and I did not do much work during the 2 weeks we were there. We were assigned to a cleaning unit in the camp and also carried all kinds of things from one place to another. However, the regimentation was the worst part of it. The appel, which is the roll call, the kapos, the entire regime was monstrous. The camp administration constantly looked for skilled laborers. My brother Joseph and I had no skills at all. We were just teenagers out of school. We were students
since the age of 3.5. One morning, at the roll call, the SS officer who took the count of the prisoners ordered our barrack to step forward. SS men with submachine guns surrounded us and marched us to the rail station at the edge of the camp, where boxcars were waiting for us. We were ordered to board the train. My brother Joseph and I gave thanks to God that we were lined up together, and so we remained together for the moment. We were given a portion of bread for the journey. Under heavy guard, the train moved slowly and stopped many times. After one day on the train, we arrived in the concentration camp Plaszow near Krakow, not far from Auschwitz. Joseph and I, for that matter, the other 1,000 prisoners, had never heard of this place called Plaszow. Auschwitz, the inferno, the incarnation of hell on earth, was behind us. We were wondering what we could expect from this new place where we had just arrived. Äußerst gewöhnlich angeschrieben, sehr gut auf Englisch und vorgelehnt, sehr fein von dem Mechaber Dr. Moshe Avital. A größer Covid zu hören von euch ist, ich will euch bitten, geben dem Eulen zu wissen, wie es euch kann man gefunden das Buch und kaufen das Buch. Ja, der einzige Platz, wo Sie können das kaufen, ist von meiner Adresse. Mein Name ist Dr. Moshe Avital, A-V-I-T-A-L. Ich habe a website? What? A website, a web page? I have a web page. The web page is mosheavital.com, and my email is Dr. Moshe Avital, one word, @gmail.com. Dorten könnt ihr sehen, wegen meiner alle Bücher, was ich geschrieben, und auch mein History, und auch wie ich hab gerät in verschiedene schools and in congregations and universities. Ob jemand ist interessiert, mich einzuladen und zu kommen zu reden, kann man das arrangieren. Sie tun so viel zu reden wegen der Shoah. Ich rede nicht nur wegen meiner Experiences, sondern von verschiedenen Sachen. Zum Beispiel, ich erzähle wegen Musik in the concentration camps. So Musik haben die Deutschen genutzt gegen die Prisoners. Und auch wieso die Jiden mit Musik haben sich gestärkt, also können überleben die alle schlechte Desires. Und noch eine Sache, mein neues Buch, was da rauskommen in 3 Wochen, the title is Hope, Faith and Resilience, what the Germans couldn't take from us. Und wie soll kann man das gefunden euch auf euer Webplatz? Ja, auch von mir, ja. Noch einmal, der Webplatz ist mosheavital.com. Or email, they can email if they have any questions, Dr. Moshe Avital, one word, @gmail.com. And my telephone is 914-654-1018. Noch eine Frage, es ist Zeit nicht lang nachdem wie der Nobelpreisgewinner und
Elie Wiesel. Unser Stickel Landsmann Eliezer Wiesel ist weg in der Erbigkeit. Was hat ihr gehalten wegen seiner Karriere und seiner Auftun? Ich bin gewesen mit Elie Wiesel zusammen im Buchenwald. Ja? Ja, und ich bin gewesen auch mit Rabbi Yisrael Meir Lau, the chief rabbi of Israel. Mit alle bin ich gewesen zusammen in Buchenwald. So habe ich ihn gekannt von dort. Und auch ich habe mit ihm sich getroffen, du in New York, etliche Mal. Und hat aufgetan sehr Sache. Hat gebringt die Shoah, als Menschen sollen wissen, wo es ist vorgekommen. Darf man ihm danken für dem. Es gibt Sachen, wo sich nicht agreed mit ihm, aber das hat nicht zu tun mit dem, was hat aufgetan. Ich kann erzählen dem Eulam, als das Buch hat sehr Sachinhalt wegen Leben in Städtel, Bilke, Frau der Milchama, wegen das, was ihr hat durchgemacht in Auschwitz und das, was ihr hat gemacht nach der Milchama. Ihr hat gehabt etliche Kapitel in Yisrael, was man kann schreiben, Bücher nur wegen sie. Und er hat gehabt eine Karriere in Amerika. Ihr könnt ihr auf einen Fuß geben, ein Kitzer wegen euer Leben nach der Milchama? Nach der Milchama haben die Juden in Frankreich uns geführt, kann Frankreich soll man sich kennen, to recuperate. Ich weiß nicht, wie man sagt das in Yiddish. They thought that it's important to take us, the teenagers, so 500 Jünglich von Buchenwald, sie genommen kann, EQI in Frankreich, und dort sind wir gewesen 2 Chadushim, und haben wir dort gelernt, hat uns gegeben, get the medical attention, und auch hat uns das Essen gewesen sehr gut, und Bechlal der Aufführung gewesen ausgezeichnet. Und wenn sind wir dort gewesen, sind umgekommen 3 jüdische Soldaten von Eretz Yisroel, wo sie sind gewesen ein Teil von der jüdischen Brigade. Die jüdische Brigade ist gewesen a Unit von der britischen Armee. Die Juden in Eretz Yisroel during the Zweiten Weltkrieg haben sich volontiert zu gehen kämpfen gegen die Deutschen. Sie gewähnen 38.000 Juden, die sind gewähnt in der englischen Armee. And at the end of 1943, die zionistische Organisation in Eretz Yisroel hat verlangt von Churchill, als man soll formieren a jüdische unit. And that's when they've gewesen 5.000 Juden, was man genommen von den alle britischen units, und sie sind formiert geworden in a special brigade, was hat geheißen the Jewish Brigade. Und sie haben gekämpft in Italien und in Deutschland, und nach dem Milchama haben sie sich aufgegeben mit dem als am Gesicht Survivors. Und sind gekommen, die 3 Soldaten sind umgekommen, kann EQI in Frankreich wie in Sommer gewähnt. Und sie haben uns erzählt wegen Eretz Yisroel, wegen der Kibbutzim, wegen der Moschavim. Und sie haben auch gefragt, wer will fahren kann Eretz Yisroel. Aber sie haben uns erzählt, als die Engländer lassen nicht kein Jeden heran, kann Eretz Yisroel. Der Fahr hat man organisiert, der Aliyah Bet, the illegal immigration. Wer will fahren?
ist 350 jünglich von den 500 haben gesucht in Sommer vorhin kanadisches Ruhe. Ich bin gewesen einer von sei. Und 2 Wochen später ist umgekommen ein Konvoi mit militärischen Lastwagonen und die Soldaten sind gewesen von der jüdischen Brigade und hat uns genommen auf die Trucks und weggeführt in a Port und dort hat ein Schiff gewartet für uns, das gewesen ein Freight Ship und es ist schon gewesen dort etliche 100 jünglich von anderen Concentration Camps auch und sind wir weggefahren kann Italien und dort hat man noch zugelegt, noch ein paar 100 und man hat gehabt 1100 jünglich und man hat eine Nummer gegeben, das Schiff, Jaldei Buchenwald, die Kinder von Buchenwald. Und dann sind wir gefahren, kanadisches Stuhl. Es hat uns genommen 10 Tage. Doch ein Tag hat man uns nicht gelassen, darauf gehen auf dem Deck, weil die Engländer haben gehabt, Aeroplane, was haben gesiegt, das Schiff. Nur auf der Nacht sind wir raufgegangen für frische Luft. Und auf dem 10. Tag haben wir gesehen von der Wartens, haben wir gesehen der Karmelberg. Und es gibt eine große Simche, als Ot, sind wir leben in unser Land. Aber Schuh später sind umgekommen 4 englische Navy Ships und Simons hat ihm geringelt und auf dem Loudspeaker haben sie gesucht. Als uns will man reingehen, kanadisches Ruhe illegally, kommt mit uns. Und sie haben uns geführt, kann Haifa. In Haifa hat man uns genommen und hat uns herangesetzt in britische Armee Waggonen und hat uns weggeführt, kein Athlet. Das ist gewesen militärischer Camp, wo hat uns gemacht into a prisoner camp. Und sind wir dort gewesen für 6 Wochen. And in the middle of the Nacht hat man uns aufgeweckt und das ist gewesen der Haganah. Der Haganah hat übergenommen dem Camp, sie haben zugebunden die alle britische Soldiers und sie haben aufgehakt die Drohten, die Barbed Wire und hat uns herausgenommen von dem Lager und Trucks haben für uns gewartet und hat uns weggeschickt in die Kibbutzim. Und in der Früh, wenn die Engländer am ausgefunden, was hat passiert, haben sie deklärt Curfew für ein ganzes Land. Tausende englische Soldaten und Polizei haben uns gesiegt in alle Plätze und haben keinen nicht gefunden. Noch 4 Tage haben die Engländer aufgegeben und dann sind wir frei zu gehen. Und ich bin genommen geworden in einer Youth Aliyah Schule, wie uns haben wir gelernt, einen halben Tag. In einem halben Tag haben wir uns gearbeitet, Agrikultur. Und dort habe ich hat uns gefragt, wer will werden ein Member von der Haganah. Bin ich geworden ein Member von der Haganah und hat uns geschickt für Training und nachdem hat man uns weggeschickt an Jerusalem und dort sind wir uns gewesen, wenn die UN hat beschlossen zu teilen Eretz Yisrael in 2 Länder, ein jüdisches Land und ein arabisches Land. Und wenn der Melchuma hat sich angefangen, habe ich gekämpft in Jerusalem auf alle Fronten. Aber überhaupt der größte Kampf, wo ich habe genommen teil,
gewesen Kibbutz Ramat Rachel, wo die Ägypter haben attackiert und das gewesen sehr ein schwerer Kampf. Und ich bin gewesen in Eretz Yisrael vor 5 Jahren, ich bin gewesen in der Haganah, in der Armee, und nachdem habe ich ausgefunden, als 3 Schwestern und ein Bruder haben sich geraten und sie sind gefahren in Amerika. Und also bin ich umgekommen in Amerika. Wunderlich. Ich hoffe, dass wir können reden noch einmal zu lieber begrenzter Zeit, müssen wir verendigen unser Schmuss. Ja, ich will euch noch sagen, als ich habe noch 2 Bücher, wo ich habe rausgegeben. Eins heißt And There Was Courage. Dort du 44 Stories auf Jiden, oder sie haben sich allein geraten wird, oder sie haben geraten wird andere, und auch Gruppen von Jiden, also wie die Partisanen und noch andere. Dort du hast interessante Stories von Menschen, wo sie sich kennen und wo sich von sie gelernt, so sie haben sich geraten wird. Another Bücher, was ich habe rausgegeben, heißt ein Minute, it's a longer title. So heißt The Failure of Man and the Enigma of God's Silence. Das ist eine große Frage. Menschen fragen, wie es gewesen Gott in der Zeit von der Shoah. Und ich die dort schreiben wegen dem von verschiedenen Sources, von Tanach, von dem Talmud, von Midrashim, von Philosophen, von jeder Sache, also wo es Menschen können verstehen, wo ist dort das vorgegangen. Nu, Jascha Koech, ich wünsche euch noch eine Sache schäferische Jahren. Dank, größten Dank. Und wenn wollt, könnt mich rufen. Größten Dank. This is WUNR Brookline. Ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das letzte Nacht, Meir David. Ich hoffe, Sie hatten auch gehabt von unser Schmuss mit Dr. Moshe Avital. Noch einmal sein Webseite ist mosheavital.com. Jetzt will wir Mamschach sein mit noch einem Mechaver. Wir haben das erst übergegeben mit 3 Jahren zurück in November 2013. Wir reden mit Leben gebliebener von Churben. Heißt Harold Minuskin. Ich hoffe, Sie werden noch haben noch einmal. Mein Name ist Henrik Minuskin. Ich habe geboren in Belarus. Einmal hat es gewesen Poland und mein Städtel hat geheißt Zhenchow. In Jiddisch ist es gewesen Zettel. Ich habe geboren in 1938 und wir sind gewesen in einer MSC jiddische Heim. Wir sind alle gewesen sehr froh. Meine Mama gewesen an Balaboste und meine Tate hat gehabt etliche Autobussen mit seinen Brüdern. Sie sind gegangen in Schutwes und sie fliegen neben Passagieren von Zettel, von meinem Städtel, zu die anderen Städtlach unserer Ort. Navaradok, Novielne, Dvorets und all solche Echte. Ihr Gedenk von den Deutschen haben reingegangen. Ich habe gewesen 3 Jahre alt und meine Mama sagt, dass ich habe das immer gedenkt, weil ich habe ihr den Mund wegen Sachen, was sie mir keinmal nicht erzählt. Ich weiß, dass wenn ich gewesen 3 Jahre alt, in 1941 haben die Deutschen reingegangen in unser Städtel. In 1942 haben sie angeheben die Schritte, sie geben 3 Schritte von unser Städtel. Die ersten Schritte haben sie daher geht 120 von unserer, die bewussten Menschen von unserer Städtel.
sie haben gesagt, die Menschen, als sie wollen übergucken an anderen Ort, aber zu sich überkleiden. Aber in Emes haben sie genommen, die 120 Menschen nicht weit von unserer Städte, wo sie gewinnen ausgegrabene Gräber und sie haben sie alle geschossen. Etliche Monate später haben sie gesagt, dass alle die Jungen und alle die alten Menschen sollen kommen zum Markt. In etliche Stunden später haben sie ausgehagelt 800 ältere und sehr junge Kinder. Wenn die dritte Schritte hat sich angeheben, hat meine Mama mit meinem Bruder reingelaufen in unser Schrein, was sie gewann von unser Haus. Sie gewann die Sutke, unter der Sutke. Die Sutke ist in Englisch heißt es ein Outhouse. Wir haben gewonnen schon für 3 Tage und 3 Nächte an Essen, an Wasser und die Luft ist gewesen schlecht. Haben wir beschlossen auf dem 3. Tag, als sie gewinnen alles schön still und die Deutschen haben gekonnt ihre Arbeit zu äußern, alle die Iden, haben wir beschlossen zu rausgehen von unserer Schrein und probieren zu weglaufen zum Wald, was sie gewinnen ungefähr 5 Kilometer von unserer Schrein. Die Luft in Schrein gewann schrecklich, es hat gestunken und wir haben nicht gegessen, nicht getrunken für 3 Tage. Meine Mama beschlossen zu rausgehen von Schrein bei Nacht. Sie gewann mit uns 9 andere Menschen, mein Baba und meine Tante. Und mein Baba und meine Tante sind gegangen in Ort und die anderen Menschen haben gegangen in einen anderen Ort. Wir haben beschlossen zu verschieden, als wir traten eine, können die andere bleiben lebendig. Es ist traurig gewesen, weil wir später ausgefunden, als die Deutschen, ich habe meine Tante und die Baba und die Deutschen haben sie beide geschossen. Meine Mama hat genommen mir mit meinem Bruder zu Apoya, aber sie haben, was meine Mama hat sich bekannt, was sie hat gekannt für Asachio und Apoya hat uns gelassen schlafen in sein Scheier. In Mitternacht hat Apoya uns umgeweckt und gesagt, dass wir müssen weggehen, weil hat ausgefunden, als die Deutschen wollen unsere Familie schießen, weil sie ausgefunden, als Verbehalt Eden werden die Deutschen schießen, seine ganze Sprache. Haben wir weg und wir sind gegangen zu etliche Kilometer bis Silvanen. Meine Mama hat gefunden ein Haus, wo 2 Monaschkes haben gelebt. Und die 2 Monaschkes haben uns gesehen und haben uns gebeten zu kommen rein zu sehr Haus und sie gegeben mein Bruder mit mir ein bisschen Milch zu trinken und sie haben bandagiert meine Mamas Fies, was hat geblutigt, weil meine Mama hat verloren ihre Schirr. Ein Monaschke ist ein Nun. Meine Mama hat gewollt überlassen meinen kleinen Bruder mit den Monaschkes, weil sie hat geglaubt, dass mein Bruder wird bleiben lebendiger. Eben die Monaschkes wollen äußern als ein Christ, weil mein Bruder gewinnt bloß 20 Monaten alt. Aber eine Stunde nach dem, was man übergelassen, mein Bruder mit dem Monaschkes, hat meine Mama gegangen zurück und gewollt abnehmen, mein Bruder, weil sie nie kennt ihn lassen, als sie
Mein Tate hat nicht gewöhnt mit uns, weil die Deutschen haben ihn gehabt mit 100 anderen Eden und reingespart in Schule. Und von Schule haben die Deutschen genommen die Eden, rund 50 Eden in einer Waggon, in einer Truck. Und geführt sei zu, wo die Grüber seinen Gewinn angetreten und sie fragen, schießen die Eden. Aber mein Tate hat gewusst, ein Platz, wo sie behalten in Bedim von Schule. Er und zwei andere Chevre haben sich behalten, wenn die Deutschen haben nicht geguckt, wenn mein Tate hat darauf gekrochen auf dem Bedim, wenn die Deutschen haben nicht gesehen. Und er geblieben dort in Bedim, für 2 Tage, bis gewann, es geworden sehr still. Und bei Nacht hat er rausgegangen und er hat gewusst, die Weg zu finden, die jüdische Partisaner. Derweil, meine Mama mit meinem Bruder und ich haben gefunden, einen anderen Platz, wo zu behalten. Es gibt eine Grube, wo die Päuerin haben die Kartoffel reingestellt für den Winter. Mein Tate hat nie gewusst, wir haben geblieben lebendig oder nicht. Aber er hat gefragt, wenn er gegangen mit den Partisanen auf Patrols, hat er gefragt, die Päuerin, jeder Mensch, was hat gesehen, sie haben gesehen, eine Frau mit 2 kleinen Kindern. Es ist gewesen an erst, dass er hat uns gefunden in dem Grube, wo wir uns behalten, wo wir sein Gewinn behalten, mit der Kartoffel. Er hat uns rausgenommen von der Grube und er hat uns genommen gleich im Wald, wo sie gewinnen, die jüdische Partisaner haben gewinnen, gehabt sehr Kampf. Sie gewinnen 2 Plätze für die Platz, was die Partisaner hat. Ein Platz, sie gewinnen für Kinder und die Menschen, wenn zu alt zu sein Kämpfer mit den Partisaner. Und der andere Platz, die gewinnen für die Menschen, was kennen, kämpfen, was haben Gewehr. Du hast gehabt ein Gewehr und du bist gewesen 14 Jahre alt oder älter, hast du kennt sein mit den Partisaner. Wir haben gehabt ein sehr schweres Leben zu behalten, zu sich ausbehalten im Wald für ungefähr 2,5 Jahre. Der Winter, es gewesen sehr kalt in der Winterzeit und es ist gewesen sehr schwer zu finden, was zu essen. Mein Tate vielleicht einmal kommen von den Partisaner und bringen es etwas zu essen. Wir haben alle gehabt Probleme mit seinen Gewinn krank. Ich habe gehabt Typhus und meine Mama hat gehabt auch Gewinn krank. Aber wir haben übergelebt und wir haben gewacht, bis gewannen die Russen haben uns befreit in Osten von 1944. Mein Tate hat verbehalten eine Flasche Wodka, was er gegeben zu den ersten russischen Soldaten, was wir haben getroffen. Nach dem, was, wenn die Russen uns befreit, haben wir gegangen zurück zu unser Städtel. Und die Russen haben gehört, ausgefunden, dass mein Tate hat etliche Autobussen und er ist gewesen sehr gut mit verrichten Motoren. Haben sie gemacht, Natschalnik von den Pajane. Und unser Haus gewesen verbrennt, die Deutschen haben verbrennt unser Haus, aber die Russen haben uns gegeben, ein anderes Haus zu leben. Es ist gewesen schwer von meinem Tate zu machen, ein Leben zu aushalten, Arbeit mit 2 Kindern. Er hat gedacht, handeln im schwarzen Markt. Und die Russen haben nicht gewusst, dass mein Tate sein Eid ist. Es ist ausgekommen, als
etliche Goyim haben erzählt, die Russen, als mein Tate ist ein Eid und als mein Tate handelt in schwarzem Markt. Ist getroffen in Nacht, dass mein Tate durchgefunden hat, mit dem Abschicken zu Sibir hat er für Geld gekauft, falsche Papiere, und wir übergegangen dem Grenetz zu Bialystok 2 Tage später. Von Bialystok haben wir herausgefunden, dass es war eine Organisation, was hilft Iden von Russland, haben wir gegangen zu Lodz. Und wir geblieben in Lodz etliche Monate und die Organisation hat uns geholfen. Aber wir sind nicht gewöhnt, keine Arbeit. Mein Tate und Mama gedacht, handeln in den schwarzen Markt zu verdienen. Geld, das wir sollen können, fahren wo sie haben, der Lager von der Roten Kreuz, der Red Cross, haben wir in etlichen Monaten, es ist gedauert etliche Monaten, bis Kovanen wir gekommen zu DP Camp in Frankfurt am Main. In Frankfurt am Main, der DP Camp, wir haben gesagt, den Roten Kreuz, als wir haben übergelebt in Mohammed. Und meine Tante, was hat gekommen zu Amerika in 1920, hat ausgefunden, als wir haben übergelebt in Mohammed und geschrieben zu uns, als wir sollen kommen zu Amerika. Es hat gedauert 6 Monate, bis Golvanen die Papiere haben gekommen zu uns von Amerika, als wir kennenfahren zu Amerika von Frankfurt am Main. Wir haben genommen ein Schiff in Bremen und es gedauert 10 Tage, bis wir angekommen zu New York. Und September 1946 haben wir gekommen zu Amerika. Wenn wir reingehen vom Schiff, hat keiner von meiner Familie nie gekannt reden ein Wort Englisch. Es hat gedauert 3 Monate, bis ich mit meinem Bruder haben gekannt reden Englisch, als wir sind geboren geworden in Amerika. Es hat gedauert ein bisschen länger von meinen Eltern zu lernen Englisch, weil Englisch gewinnt sehr eine schwere Sprache. Meine Eltern haben gegangen zur Night School und es hat gedauert auch 4-5 Jahre, bis sie sagt, ich gelernt genug Englisch zu durchgehen dem Examen zu sein amerikanischer Bürger. In 1952 haben wir alle 4, meine Mama, meine Tate, ich mit meinem Bruder, geworden amerikanischer Bürger. Der Buch ist immer geschrieben geworden bei meiner Mama, wenn wir sein gewähnten Lager in Frankfurt am Main, als sie in Jiddisch ausgeschrieben, was es hat passiert zu uns, habe ich übergeteilt von ihrer jiddische Wörter zu Englisch und als der Buch, als gemacht der Buch, aber der Buch hat echt mein meistens, was ich habe gedenkt, wenn ich habe gewesen ein kleines Kind im Wald und echt von die meistens von die Partisaner, was haben gekämpft gegen die Deutschen. Hat, heißt es, übergesetzt, Zechroines geschrieben auf Jiddisch. Hat gedacht, kennen Jiddisch gut und kleine Handschrift. Es gibt Schwierigkeiten mit dem. Ja, es hat gedauert eine lange Zeit, weil ich will dir lernen, the preface von meinem Buch. Over the 6-month period it took me to translate from Yiddish to English my mother's story of survival, my own recollections were rekindled. As I read and reread each page of my mother's handwritten Yiddish text, I was carried back in time to relive the experiences that had become a cloudy memory. The seriousness of life and death struggle in my small town, and our escape into the Belarusian forest was buried within me. It was not until the late 1980s before I could emotionally prepare myself to read and experience my mother's heroic struggle for survival, not only for herself but for her 2 small children, my younger brother and me. This was a time and place in history when most families suffered the loss of their children from starvation, disease, and exposure to the cold Russian winters, and
or at the hands of the Germans and their collaborators. As I worked to complete this translation, I was extremely careful to use her own words as she wrote them. Since she wrote her memoirs from about 1945 to 1948, some parts may appear disjointed. To bridge this gap, I have included information provided to me by my extended family of survivors of our town, plus my own childhood memories. We were fortunate to have a mother that always cared for our well-being. My greatest disappointment was that my dear mother was not with us when this book was published. She died peacefully on November 7th, 2008. She was 102 years old. I dedicate this book to her memory. Kennt ihr erzählen wegen dem wie was gewesen euer Zugang zu dem Projekt und wie hat ihr das gekannt verändigen, was für ein Herausgeber hat ihr gefunden und wie kann man kaufen das Buch? Unterstützen. Well, zu kaufen ein Buch sehr gering, kannst gehen zu Amazon.com und search for My Children, My Heroes, Memoirs of a Holocaust Mother by Sonia Minuskin. That's Minuskin. Das ist der geringste Weg, wo du kannst kaufen mein Buch. Es ist gedauert eine lange Zeit zu überteilen dem Buch. Überteilen meine Mamas Wörter von Jiddisch zu Englisch. Und es ist, ich gedacht, ein bisschen Hilfe, eine Sachhilfe von meinem Weib, wo sie hat gekannt, überschreiben, als sie soll, in Englisch, als sie soll, mein Weib hat mir geholfen zu überschreiben in Englisch, als sie soll gehen gleich die Wörter in Englisch. Weil in Jiddisch kann sein ein Weg und in Englisch darf sein ein anderer Weg. Als ein Mensch, was lernt das, kann verstehen sehr gering, wie die meiste geht. Hat ihr gehabt Schwierigkeiten mit der früheren dem Handschrift? Kennt ihr gut Jiddisch lernen und schreiben euch? Ja, ich habe gelernt Jiddisch in der Arbeiterin Cheder und ich habe geredet Jiddisch mein ganzes Leben. Aber es ist gering von mir zu verstehen meine Mamas Handschrift, weil ich habe gelernt ihre Brief, wenn sie vielleicht mir schreiben, wenn ich gewohnt in Kalifornien und sie gewohnt in New York, vielleicht sie mir schreiben Briefe in Jiddisch. Es ist mir gewohnt sehr gering zu überlehnen. Aber es hat mir gedauert, das auch Zeit zu überteilen in Englisch, weil ich habe angeheben weinen, wenn meine Mama hat geschrieben, wie mein Bruder und ich haben gelitten, wenn wir sind gewesen krank und wenn wir gewesen sehr hungrig im Wald. Und wenn die Deutschen haben uns gesucht, weil sie die Deutschen gewollt Haganah reden. Und letztens wie macht ihr Pearson für ein Buch? Geht ihr geben Redes und halten Lektien und so weiter zu verpiersten in das Buch? Ich habe vergessen zu sagen, es hat mir gedauert, eine lange Zeit zu überteilen von Jiddisch zu Englisch, weil ich kann bloß 2-3 Seiten jeder Tag, weil ich habe umgeben weinen und dann auch verloren, mein Gedanke. Und es ist schwer zu anheben noch einmal von denselben Tag, aber gedacht warten, von einem anderen Tag zu anheben, weil es gegangen und der Vater hat es gedauert, sehr lang zu überschreiben in Englisch. Jetzt von Jahr 2009, wenn hat angedruckt dem Buch, habe gerät kamat wie zu 6.000 Studenten. Ihr gebt mit meinem Weib zu Schules, College-Schules. Wir gehen zu Sachschules, wo es nicht kann ein Jid, alle Christen. Und sagen,
und ich lehne mein Meister, was ich weiß, auf schön auf euch gewinnig. Aber mein Weib, ich lasse mein Weib, als ich soll lehnen mein Mamas Wärter. Wenn mein Weib lehnt mein Mamas Wärter, ist die Menschen, was hören, dass die Kinder, die Eltern, geht Tränen in ihre Augen, weil es ist, weil jeder Frau, was hört das, kann sich vorstellen, wie es ist gewesen, schwer zu äußern, Kinder in Wald, aber es nie gewesen, wo zu essen, wo zu schlafen. Ihr seid gekommen sehr jung, ihr hat mit Dome bekommen eine Bildung in Amerika und hat gerade eine Karriere, wollte man gewollt wissen, was hat er getan für ihr Fach und was ist seine Bildung gewesen? Ich habe allemal gewesen interessant mit mechanischen Sachen und elektrischen Sachen. Habe ich studiert als Electrical Engineer at the City College of New York. Danach habe ich genommen a Job in California und in California habe ich gekriegt ein Masters of Electrical Engineering. Die letzten 22 Jahre habe ich gearbeitet für the Jet Propulsion Laboratory. Das ist ein NASA Research Center. Und die Arbeit, die gewinnt sehr Interesse, weil ich gefahren zu Australia, zu Spain und zu dem Mojave Desert in California zu tun meine Arbeit. Okay, wir kommen zu Asaf von unserem Interview. Der Allem soll wissen sein, als das Buch ist My Children, My Heroes, Memoirs of a Holocaust Survivor von Sonja Minuskin, M-I-N-U-S-K-I-N, übergesetzt und mit einer Einführ und Notizias von ihr Sohn, das ist der Mensch, mit dem ich hab noch was gehalten am Schmuss, Harold Minuskin. Und ihr habt euch eine Webseite, ja? Ja, ich habe eine Webseite, du kannst überlegen, meine Webseite. Ja, das ist das Webseite www.holocaust-memoirs.webnode.com. Schönen Dank, Yasha Koyach. Thank you. Shalom Aleichem, das redt Leah Levitt, und ich will euch alle annoncieren als Sonntag, 7. Sega, bei Nacht, den 13. November, in Temple Emmanuel in Newton, Massachusetts, das ist Center Street, wird sein wunderlicher Konzert, ein Klezmer-Konzert, das spielen Henke Snetsky mit seiner herrlichen Kapelle und der ausgewöhnliche Kol Mishamayim Elias Rosenberg Zachazen und es wird sein ein ausgewöhnlicher, schöner, lustiger Konzert. Das ist Sonntag bei Nacht, 7. Sega, November 13, in Temple Emmanuel, Newton Center. Und der Eintritt ist $25. Und es ist eine Dove Zedoke auf Miet, das Geld begehen zu Miet, was schafft Delta für Kinder in Israel, was haben Storys mit sich zu lernen. In das geht zu Scholars, sie sollen das kennenlernen mit den Lehrern und die Kinder, was haben Storys in der Hand. Und es ist eine Mitzvah zu sein auf dem Konzert und euch als größte Vergnügen, als größte Hannover. Und wollen wir sich sehen, zu treffen in einer guten Show und wollen wir sich alle treffen am 13. November, 7. Sega, bei Nacht in Temple Emmanuel, zu Julien und singen und tanzen mit der Klezmer Kapelle von Boston und mit dem herrlichen Chazan Elias Rosenberg. Seid mir gesund und wollen wir uns treffen in einer guten Show.